Das Paradox unserer Zeit. Wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz. Breite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger. Machen mehr Einkäufe, aber haben weniger Freude. Wir haben große Häuser, aber kleine Familien. Mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Mehr Ausbildung, aber weniger Vernunft. Mehr Kenntnisse, aber weniger Hausverstand. Mehr Experten, aber auch mehr Probleme. Mehr Medizin, aber weniger Gesundheit. Wir rauchen stark und trinken zu. Wir geben verantwortungslos zu aus. Wir lochen zwingen und fahren zu schnell. Regen uns zu schnell auf. Gängen zu spät schlafen. Stehen zmiert auf. Wir lesen zwingen und schauen zu fern. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir sprechen zu viel. Wir lieben zu selten und wir hassen zu oft. Wir wissen, wie man Lebensunterhalt verdient, aber nimmer wie man lebt. Wir haben dem Leben Jahre zugefügt, aber nicht den Jahren Leben. Wir kommen zum Mond, aber nimmer zu dir des Nachbarn. Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir machen große Dinge, aber keine besseren. Wir haben die Luft gereinigt, aber die Seelen verschmutzt. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Wir schreien mehr, aber wissen weniger. Wir planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben gelernt, schnell zu sein, aber wir können nicht warten. Wir machen neue Computer, die mehr Informationen speichern und eine Unmenge Kopien produzieren. Aber wir verkehren weniger miteinander. Es ist die Zeit des schnellen Essens und der schlechten Verdauung, der großen Männer und der kleinkarierten Seelen. Die Zeit der leichten Profite und der schwierigen Beziehungen. Es ist die Zeit des größeren Familieneinkommens und der Scheidungen, der schöneren Häuser und des zerstörten Daheims. Es ist die Zeit der schnellen Reisen, der Wegwerfwindel und der Wegwerfmoral, der Beziehung für eine Nacht und des Übergewichts. Es ist die Zeit der Tabletten, die Kinder Nüsse. Sie erringen uns, sie beruhigen uns und sie bringen uns um. Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist, etwas im Schaufenster zu haben, statt im Lohn. Wo moderne Technik einen Text wie den in Windeseile in die ganze Welt tragen kann und wo sie die Wahl haben, das Leben zu ändern. Oder den Text und seine Botschaft wieder zu vergessen.